Geschichte von der verzauberten Weihnacht von Linda Weidmann. Das dazugehörige Lied »Es ist so schön zur Weihnachtszeit« wurde von Lee Racy komponiert und gesungen. Wir schreiben das Jahr 1615. Ein Zeitalter, in dem Venedig eine der prunkvollsten, reichsten und schönsten Städte der Welt war. Dazumal lebten dort zwei reiche Kaufleute. Von beiden aber am meisten geachtet war der geizige, alte venezianische Kaufmann Il Signore Pantalone da Venezia. Aber dass ihr mir ja nicht von dem verschüttet, gell? Ja, sehr wohl, Signore! Zusammen mit seinem überklugen und sehr gesprächigen Freund Dottore il Magnifico da Bologna sorgten die beiden in Venedig für viel Aufregung und Freude. Pantalone! Pantalone, mein Freund! Das musst du dir ansehen! Der Geschwindigkeitsregler und die Dynamik der großen... Dottore! Achtung! Also wirklich, Dottore! Der andere Kaufmann, Signore Diego il Subdolo, der Hinterhältige, war dafür bekannt, den Leuten unehrlich das Geld nur so aus der Tasche zu ziehen. Und obwohl es immer wieder Leute gab, die sich zu wehren wussten, gelang es nie jemandem, Signore Diego die Schuld nachzuweisen. Eines jedoch vermochte Signore Diego nicht, Signore Pantalone in ein schlechtes Licht zu rücken. Denn immer wieder kam in dessen schlaue Dienerschaft Arlecchino, Io sono Arlecchino! Brighella, das bin ja ich, die schöne Colombina, ciao, in die Quere. Es ist der Tag vor Weihnachten, eine Zeit voll Lichter, Freude und Liebe. Arlecchino und Brighella waren in Venezia unterwegs gewesen, um noch die letzten Einkäufe für Heiligabend zu erledigen. Doch wie es nun mal so ist mit unseren beiden Lieben, kann man an einem so kalten Wintertag einem, zwei oder mehreren Gläsern heißen Honigwein nicht widerstehen. Slamisch, wunderbar. Oh, Arlecchino, mir geht's nicht so gut. Jetzt, sei, ich glaube, ich fühle mich auch nicht so gut. No, was ist, wenn wir beide krank sind? Nein, das wäre eine Tragödie. Habe ich da eben krank gehört? Oh nein, Witzbold und Kochmütze, was habt ihr denn? Dottore, es ist schlimm, wir sterben. Es ist alles so dunkel. Wir müssen sofort die Symptome diagnostizieren. Roswitha, wie wir geübt haben. Ja, Onkel Doktor. Roswitha nahm Dottores Koffer, stellte ihn auf eine Bank und öffnete diesen. Im Koffer befanden sich verschiedenste Doktorutensilien, die man damals im 16. Jahrhundert besaß. Sie holte eine kleine Pergamentrolle und Feder hervor und machte sich dann bereit, Notizen zu nehmen. Dottore räusperte sich und ging auf Arlecchino und Brighella zu. Lasst uns mal sehen. Bitte weit aufmachen, Arlecchino. Ich sehe schon. Brighella, versuch auf dieser Linie zu gehen. Das ist ein Fehler, zu schwer. Ich übe. Aha, das habe ich mir gedacht. Es ist schlimm, Dottore, oder? Nun, ja. Ich habe es gewusst. Ihr habt nur eine gewisse gute Überdosis an Sorgenbrecher gehabt. Und dies verursacht im menschlichen Körper eine gewisse Unannehmlichkeit. Das Hirn verliert die Kontrolle über die Gliedmaßen, der Hypothalamus macht nicht mehr ganz wie sonst oder sogar mehr. Die Verwirrung der inneren Organe und der wechselnde Mod Ossikilationes. Mod Ossikilationes? Und die Stimmungsschwankungen. Auch kommt es vermehrt zu äußerst üble Nebenwirkungen, wie zum Beispiel
neu aus Sauem. Auch unkontrolliertes Aufstoßen von Luft genannt, das wie eine kleine Melodie oder ein fast nerviger Wecker klingt. Hast du das alles aufgeschrieben, Roswitha? Roswitha zeigte Dottore ihre Pergamentrolle. Was zum... Nun, das trifft es fast. Auf der Rolle war ein kotzender Brigella zu sehen, den Roswitha voller Stolz gezeichnet hatte. Arlecchino stolperte nun auf Dottore zu und fragte besorgt. Und? Was haben wir jetzt? Werden wir sterben? Ich will nicht sterben! Papis, ihr seid nun mal wieder betrunken. Das sieht man doch von 100 Meter weit. Colombina stand schon eine ganze Weile versteckt an der Ecke und hatte sich das ganze Drama angesehen. Oh, bist du auch ein Doktor, schöne Frau? Dafür muss man doch kein Doktor sein. Kommt jetzt! Colombina packte Arlecchino und Brigella an den Ohren. Au, 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 au. Na, da habt ihr euch aber was Schönes eingebrockt. Erzählerstimme? Colombina ließ vor Schreck die beiden los, als sie die Erzählerstimme erblickten, wie diese fröhlich in Venezia einkaufen ging. Stopp, stopp, stopp! Du kannst doch nicht einfach in der Geschichte auftauchen! Ich kann machen, was ich will. Ich werde schließlich nicht bezahlt. Außerdem steht das alles hier genauso in dem Buch. Wirklich? Alles, was wir sagen, steht so in dem Buch? Zeig mal her! Die Erzählerstimme übergab Dottore ihr Buch. Wirklich? Selbst was ich jetzt sage, steht hier geschrieben. Interessant. Was wäre, wenn ich jetzt extra nicht sage, was da drinnen steht? Das geht nicht. Nur ich kann das. Ach ja? Das glaube ich dir nicht. Und in diesem Moment kackte eine Taube Arlecchino auf den Kopf. Das ist nur Zufall. Die Taube kackte ein zweites Mal auf Arlecchinos Kopf. Nein! Soll sie nochmals kommen? Ich glaube, wir glauben dir jetzt alle. Aber was machst du hier? Erzähl, Tante, solltest du dich nicht ums Erzählen kümmern? Die Erzählerstimme nahm ihr Buch wieder an sich und beugte sich zu Roswitha und sagte, weißt du, Kleines, ich liebe Weihnachten so sehr, dass ich unbedingt mal kurz durch Venezia spazieren wollte. Auch wenn es nicht mal schneit? Ja, Kleines, denn... Und die Musik begann zu spielen. Denn egal, ob es regnet oder auch schneit, es ist so schön zur Weihnachtszeit. Ich spüre dieses Gefühl in mir, das Leben tut so gut. Ich sehe es in deinen Augen. Lichter funkeln hier und dort, der Klang ist überall. Wow. Der Duft der Kekse ist in meiner Nase. Egal ob es regnet oder auch schneit, es ist so schön zur Weihnachtszeit. Regen oder Wirbelsturm verdirbt mir heute nicht Lohn. Ich glaube, die Weihnachtszeit macht mich immun. Ich brauche auch kein Geschenkli heute, auf das kommt's heute nicht an. Hauptsache meine ganze Familie ist da. Denn egal ob es regnet oder auch schneit, es ist so schön zur Weihnachtszeit. Diesen wunderbaren Brauch, den feiern wir jedes Jahr. Zu dieser Zeit werden manche Träume wahr. Und verzweifelt ja nicht an dem Stress, der mir jedes Jahr dann Hand. Die ganzen Geschenke machen mich noch wahnsinnig. Und das gab's doch gar nicht. Denn egal ob es regnet oder auch schneit, es ist so schön
alles Humbug und Geldmacherei. Diego und Raffaele waren soeben über die kleine Brücke zu den anderen dazugestoßen. Dass sie so denken, ist ja klar gewesen. Ihr sind einfach zu verwöhnt an Weihnachten. Auch noch frei zu bekommen von dem Pantalone. Eine Geldverschwendung. Und du erzählst ihm, mach, dass du wieder an den Platz kommst. Die Erzählerstimme löste sich beleidigt in Luft auf. Raffaele wollte die Chance nutzen, um endlich Signore Diego zu bitten, an Weihnachten frei zu bekommen. Diego war mit seinem Vortrag aber noch lange nicht fertig. Meister, ich kann Sie fragen, ob... Ruhe, Raffaele. Mein Diener wird schön brav durchschaffen. An Weihnachten arbeiten? Na, das ist mal was. Genau! Diego und die anderen hatten eine große Diskussion über das Arbeiten an Weihnachten begonnen. Doch niemand bemerkte, dass Raffaele eigentlich auch was dazu beitragen wollte, bis er schließlich aufschrie. Meister! Aber ich will doch morgen zu meiner Familie gehen. Es ist doch Weihnachten. Du hast eine Familie? Ernsthaft jetzt? Natürlich habe ich eine Familie. Nix da. Entweder du schaffst morgen oder du bist den Job los. Das können Sie doch nicht ernst meinen. Und wie ich das ernst meine. Raffaele zögerte kurz. Seine Arbeit zu verlieren würde sehr viele Probleme bedeuten. Doch er hatte bereits letztes Jahr seine Familie an Weihnachten nicht besuchen können. Und das reichte ihm langsam. Gut, dann kündige ich. Was? Ja, ciao, Signore Diego. Niemand kündigt bei mir. Du bist entlassen. Auch gut. Beide gingen sauer in verschiedene Richtungen weg. Was haben wir da gerade gesehen? Ich muss definitiv betrunken sein. Ich habe gerade gesehen, dass der Raffaele beim Diego gekündigt hat. Du bist ja noch nicht betrunken genug. Ich habe das auch gesehen. Raffi sah traurig aus. Kommt, wir gehen heim. Alle gingen etwas verwirrt nach Hause. Und auch Signore Diego kam nun inzwischen zu Hause an und machte sich bereit, schlafen zu gehen. Zimmersterne noch einmal. Ach, wer braucht schon Diener? So was Unnötiges. Die Uhr begann Mitternacht zu schlagen. Wer ist da? Da ist niemand. Muss wohl der Wind gewesen sein. Ah! Als Diego sich umdrehte, stand der Geist seines Vaters vor ihm. Mit schweren, langen, eisernen Ketten, die um seinen ganzen Geisterkörper gelegt waren. Ciao, mein Bambino. Reibe Tannenbaum, Geister. Vater? Was willst du von mir? Und nenn mich nicht Bambino. Du siehst ja furchtbar aus. Sind die Ketten nicht ein bisschen schwer? Ja, im Jenseits hat man nicht so einfach, mein Bambino. Ich bin da, um dich vor einem schrecklichen Schicksal zu bewahren. Jesu. Bist du immer noch so gemein und geizig, wie ich es dir beigebracht habe? Natürlich, Vater. Ich habe deine Gemeinheiten sogar verbessert und so dein Vermögen vervierfacht. Oh, das ist viel. Sehr viel, ja. Bist du jetzt stolz auf mich? Irgendwie schon. Aber nein, das ist schlecht, mein Bambino. Weil du noch schlimmer geworden bist als ich, werden deine Ketten, die du bekommst, noch viel schwerer und länger sein. Reibe Tannenbaumzimmer stellen noch mal. Ich glaub nicht, dass ich hab es. Ach, nein. Im Zimmer von Diego ging das Kaminfeuer aus und es wurde ganz dunkel. Plötzlich fühlte Diego das Gewicht von schweren Ketten auf seinen Schultern. Sehr schwere Ketten,
die 20 Meter lang waren. Nein, bitte, nein, mach das weg. Aber Bambino, das ist eben dein Schicksal. Bitte, Vater, bitte, bitte hilf mir. Ich kann dir nicht mehr helfen. Aber heute Nacht ab dem Eis werden dich 3 von meinen Geisterkollegen zu jeder vollen Stunde heimsuchen. Los auf sie. Und vielleicht kannst du noch das Schlimmste verhindern. Ich muss jetzt gehen. Nein, Vater, bitte, bitte. Du musst dich ändern, bevor es zu spät ist, mein kleiner Bambino. Der Geist von Diego hatte sich im Feuer der Hölle in Luft aufgelöst und das Zimmer von Diego war wieder hell. Und es schien so, als wäre nie etwas geschehen. Diego stand kurz wie angewurzelt da und fasste sich dann wieder. Hab's. Ich glaub nicht, dass auch hab's. Mein Vater hat mir nur einen Streich spielen. Nicht einmal. Nach seinem Tod kann er mich in Ruhe lassen. Diego begab sich nun mürrisch ins Bett. Er konnte aber nicht einschlafen, da es ihm dennoch Angst und Bange war und die Worte seines Vaters im Kopf nachhallten. Plötzlich schlug die Uhr 1. 1 am Morgen. Ich glaube, das auch hab's. Das ist nur Humbug. Oder auch nicht. Ja. Diego versteckte sich unter der Decke. Es blieb mucksmäuschenstill in Diegos Zimmer. Diego blickte unter der Decke hervor. Nicht? Alles mir doch dankt. Alles nur Humbug und Hobbys. Diego wollte sich zum Schlafen wieder hinlegen, da sah er plötzlich ein kleines Mädchen mit weißem Haar, hellen blauen Augen und einem schönen weißen Kleid neben ihm auf dem Bett sitzen. Beide waren vom Bett heruntergefallen. Das war lustig. Nochmals. Oh, wenn ich dich verwünsche. Diego krabbelte eilig übers Bett und wollte nach der Kleinen greifen. Als er nach ihr griff, griff er aber durch sie hindurch. Du. Ich. Wer bist du? Ich bin der Geist von der vergangenen Weihnacht. Nein. Diego verkroch sich unter die Decke. Was machst du da? Ich träume nur, ich bin gar nicht wach. Alles Humbug. Komm jetzt, alter Mann. Wir haben nicht die ganze Nacht Zeit. Ich kann nicht weg von meinem Bett. Okay, dann nehmen wir es halt mit. Das Geistermädchen schnipste mit den Fingern und das Bett erhob sich in die Lüfte. Das Geistermädchen setzte sich nun neben Diego aufs Bett. Was passiert da? Das Bett, es schrabt über dem Boden. Hast du gut erkannt, alter Mann. Los, wir fliegen der Runde. Fenster auf und los geht's. Wie auf Kommando öffneten sich die Fenster und das Bett flog mitsamt Diego und Geistermädchen aus dem Hause Diego heraus. Nun flogen sie über Venezia. Diego klammerte sich verzweifelt an das Bett. Zimmersterne noch normal. Wohin führst du mich? Ganz ruhig, alter Mann. Wir machen eine Reise in die Vergangenheit. Das Geistermädchen zeigte auf ein Portal in der Luft und das Bett flog durch das Portal hindurch und landete unsanft in einem alten Schulhaus. Aua. Entschuldigung, es ist das erste Mal, dass ich mit einem Bett fliege. Hör mal auf, so blöd lachen. Wo sind wir? Diego blickte sich um. Er befand sich in einem leeren Klassenzimmer. In der Ecke ein alter Kamin mit einem brennenden Feuer und neben dem Feuer ein leerer Stuhl, bei dem ein Buch lag. Nein, das ist nicht möglich. Das kann nicht sein. Das ist mein Klassenzimmer. Das kann nicht sein.
Diego, da ist der Schlüssel für die Schule. Schöne Weihnachten. Pfarrer Giovanni, du lebst noch. Diego wollte schon auf den Pfarrer Giovanni zugehen, da rannte plötzlich eine kleine Person durch Diego hindurch. Ist gut, Pfarrer Giovanni. Signore Diego starrte verwirrt auf sein jüngeres Selbst, das sich nun auf den Stuhl neben den Kamin setzte. Oh, nein. Weihnachten in der Schule. Kein Kind sollte alleine an Weihnachten daheim sein. Mein Vater war so geizig, dass er mich nicht vom Festland hat holen lassen. Es war ihm zu teuer. Vater hat versprochen, dass ich nächstes Jahr an Weihnachten dabei sein darf. Er hat sein Versprechen nie gehalten. Ich habe jede Weihnacht allein in der Schule verbracht. Nicht jede. Das Geistermädchen klatschte in die Hände und die Zeit wurde vorgespult. Zu dem Moment, als Diego 12 Jahre alt war. Erinnerst dich nicht an den Tag? Diegos Schwester, Maria, rannte ins Klassenzimmer herein. Diego! Diego! Maria! Diego rannte auf seine Schwester zu, diese rannte aber durch ihn hindurch zu seinem vergangenen Ich. Maria, was machst du da? Ich nehm dich jetzt mit heim. Signore Diego beobachtete schweigend die Szene. Aber was will Papa dazu sagen? Mir ist egal, was Papa sagt. Ich will dich heute Abend bei Weihnachten dabei haben. Komm! Diego sah, wie sein vergangenes Ich und seine Schwester zum Klassenzimmer hinausrannten. Oh, Maria, sie ist die Einzige, die mich wirklich verstanden hat und lieb gehabt hat. Wirklich? Und was ist mit Signore Paolo? Und plötzlich veränderte sich der ganze Raum um Diego herum und er fand sich in einer großen Scheune wieder. Die Musik, die Leute, die Lichter. Das ist das Weihnachtsfest von meinem ersten Arbeitsgeber Paolo. Er war damals wie ein Vater für mich gewesen und hat mir damals geholfen, nach der Lehre mein eigenes Geschäft zu eröffnen. Und er ist es auch gewesen, wo dich der Stella vorgestellt hat? Schau, dort hinten. Ah, Diego, schau. Ich muss dir jemanden vorstellen. Das ist Stella, Tochter von meiner Schwester. Buonasera. Möchten Sie tanzen, Madame? Oh, der Abend ist die schönste Erinnerung, die ich habe. Stella, die große Liebe von meinem Leben. Das Geistermädchen zupfte an Diegos Ärmel. Ich muss dir etwas zeigen. Und wieder veränderte sich die Umgebung um Diego herum. Jetzt waren sie in Venezia, bei der kleinen Brücke am Grande Canale. Diego erblickte Stella, die nun im Alter von 19 Jahren war. Stella! Diego drehte sich um und sah, wie sein ehemaliges Ich auf Stella zurannte. Oh, nein! Diego, endlich, da bist du ja. Entschuldigung, dass ich so spät bin, aber für das hat sich das Warten sicher gelohnt. Signore Diego sah, wie sein früheres Ich vor Stella auf die Knie ging und ihr in den Armen etwas entgegenstreckte. Oh, Diego! Stella, ich weiss, wir haben es nicht leicht gehabt, aber schau da. Ich habe meine erste Goldmünze verdient. Oh, das ist schön für dich. Stella starrte etwas enttäuscht auf den Boden. Was ist? Freust du dich nicht für mich? Doch, das ist ganz toll. Ist da noch etwas anderes, was du... Willst du sagen, etwas Besseres als Gold? Was gibt's denn noch Besseres als Gold? Gold ist nicht so wichtig wie mir. Ich komme nicht raus. Dann ist es, glaub ich, besser. Wir gehen ab jetzt getrennte Wege. Stella drehte sich um und ging weg. Lauf ihr nachher, du Volltrottel! Lass sie nicht gehen! Doch sein jüngeres Ich hörte Signore Diego nicht und ging in die andere Richtung weg. Diego ging nun wütend auf das Geistermädchen zu und packte dieses. Wenn du mir nur zeigen willst, wie schlimm ich bin, dann schick mich sofort wieder heim. Ich hab die Nase voll. Diego begann das Geistermädchen zu schütteln und wachte plötzlich
in seinem Zimmer auf seinem Bett auf. In den Händen hatte er das Kissen, das er im Schlaf geschüttelt hatte. Wir? Wo? Was? Raffaele? Normalerweise, wenn Diego aus einem Albtraum erwachte, wäre Raffaele an seiner Seite, um ihn zu beruhigen. Doch... Stimmt. Ich habe ihn ja entlassen. Stimmt, ist ziemlich blöd gsi, wenn du mich fragst. Was zum... Diego fiel erst jetzt auf, dass sein ganzes Zimmer voll mit Weihnachtsdekoration war und ein Tisch voll mit den leckersten Köstlichkeiten aufgestellt war. Am Tisch saß ein fetter, alter Mann mit weißem Bart und einem roten Mantel, der sich den Bauch vollschlug. Was machen Sie da in meinem Zimmer? Und was soll der ganze Schabernack? Ho, ho, ho! Diego, Diego, so begrüßt man doch nicht den Geist von der heutigen Weihnacht. Wie ich höre, bist du denn nicht grad artig gsi? Oh je. Los, bringen wir das Ganze hinter uns. Ho, ho, ho! Das finde ich aber schön, dass du grad mitmachst. Der Geistermann packte Diego am Arm und zu Diegos Schrecken flogen sie wieder aus dem Fenster über Venezia. Ho, ho, ho! Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten für euch alle! Fröhlicher Humbug. Was? Jetzt schon ein Rückfall? Ach, ich meine ja nur, mich bezeichnen alle immer als selbstsüchtig. Dabei ist Weihnachten doch selber ein selbstsüchtiges Fest. Was? Der Geistermann ließ Diego los, dieser fiel ein Stück und wurde kurz bevor er am Boden ankam aufgefangen. Uff! Und jetzt sag mir, Diego, ist das selbstsüchtig gsi? Mach das nie wieder mit armem Herz. Und klar ist das selbstsüchtig gsi. Denn du hast mich nur gerettet, damit du mich weiter belästigen kannst. Ho, ho, ho! Oh, was für eine alte Walnuss du doch bist. Ein bisschen Spass ist immer gut. Und schau, wir sind da. Wollen wir doch mal schauen, ob ich dich nicht vom Gegenteil kann überzeugen. Der Geistermann ging direkt durch die Wand ins Haus hinein. Diego schaute verwirrt auf die Wand, seufzte und ging den Geist nach durch die Wand. Diego war nun in einer kleinen Wohnung, die ziemlich klein und mickrig war. Schau nur. Diego sah, dass große Freude in der Wohnung herrschte. 4 Kinder, 2 Buben und 2 Mädchen deckten fröhlich den Tisch und eine Mutter kochte fröhlich am Herd. Oh, ich bin so glücklich. Was für ein wunderbares Weihnachtsfest. Wo blieben denn dein Vater und dein Brüder? Das älteste Mädchen ging ans Fenster, öffnete es und sah, wie ihr Vater und ihr kleiner Bruder um die Ecke kamen. Da kommen sie ja. Geist, wer sind die Leute? Und was haben die mit mir zu tun? Abwarten und Tee trinken. Der Geistermann hielt Diego eine Tasse Tee entgegen. Diego nahm diese und trank einen Schluck. Zur Tür herein kam Raffaele mit einem kleinen Jungen auf dem Arm. Ein wunderschöner Abend, mein Liebling. Mua. Und hallo, all ihr kleinen Liebling. Guten Abend, Papa. Hallo! In diesem Moment wurde Diego klar, dass Raffaele wirklich eine Familie hatte. Ich habe nicht gewusst, dass sie so bescheiden leben. Wieso hat er mir nie von seiner Familie erzählt? Was hast du denn gedacht? Du bist einer der grössten Gauner in Venezia. Und bei dem Kalt, wo du deinem armen Raffaele zahlst. Raffaele setzte den kleinen Amaro auf einen Stuhl. Wie war die Kille gsi? So gut wie Gold. Nein, besser. Was? Es gibt etwas Besseres als Gold? Die älteste der beiden Mädchen brachte das Essen auf den Tisch. Ein mickriger kleiner Vogel, gefüllt mit feinsten Kartoffeln. Alle setzten sich hin. Oh, ich habe einen riesen Hunger. Ich könnte den ganzen Truthahn essen. Was ist? Wollen ihr reden oder essen? Essen! Alle aßen schnell ihre Portion auf. Wir danken dir für das wunderbare Essen, Liebling. Ja, es war mega fein gsi. Danke! Und ich trinke auf den Spender von dem Essen, Signore Diego. Spender von dem Essen. Er hat dich heute rausgeworfen. Ich wünsche, er wäre da, dann würde ich ihm gewaltig die Meinung geben.
Aber Liebes, heute ist Weihnachtstag. Geht's halt oder nicht? Er ist dafür verantwortlich gewesen, dass wir was auf dem Tisch haben. Und er ist nur so, weil er selber nicht weiss, wie schön es ist, so eine liebe Familie zu haben wie euch. Signore Diego verdient ein bisschen Mitleid, denn er hat nie erlebt, wie es ist, nicht immer zu nehmen, sondern auch zu geben. Dass es riesen Freude macht, wenn man andere liebt. Genau, Amaro. Ich habe euch und ihm bleibt nur sein Geld. Mehr brauche ich nicht. Gut, erheben wir das Glas auf den Signore Diego, auf den Geizhals. Prost! Und jetzt wird abgeräumt. Der kleine Amaro wollte schon abräumen, da nahm Raffaele ihm den Teller ab. Erst dann bemerkte Diego, dass Amaro eine Holzkrücke brauchte. Ich mach das schon. Geh du dich aufwärmen. Der kleine Amaro humpelte an den Kamin, setzte sich alleine neben das Feuer auf einen Stuhl und begann zu lesen. Kommt dir das bekannt vor? Oh, ja. Diego erinnerte sich an sich selbst, wie er in der Schule alleine vor dem Kamin saß. Er ging vor Schreck auf Amaro zu, bemerkte aber, dass Raffaele zu seiner Frau etwas flüsterte. Auf dem Heimweg zur Kille hat er gesagt, dass die Leute hoffentlich sehen, dass er krank ist und dass es schön wäre, wenn sie Gott dankbar sind, dass sie alle gesund und zufrieden leben können. Ich bin es. Du bist was? Nicht. Gar nicht. Nun ging Diego zu Amaro hin und begann heimlich in seinem Buch mitzulesen. Geschichte von den Gebrüder Grimm. Ah, schau nur. Das ist kurz bevor der Prinz gegen den Drachen kämpft. Oh je, vergiss es wieder. Ich verdirb sonst den ganzen Spaß. Aber es ist so spannend. Ja, lies nur weiter. Lies. Ein bemerkenswerter Bub. Aber so zerbrechlich. Geist, sag mir. Wird der kleine Amaro überleben? Der Geistermann wurde ganz ernst. Ich sehe einen leeren Stuhl am Kamin und eine Krücke, die niemandem gehört. Wenn sich die Schatten von der Zukunft nicht ändern, wird er sterben. Nein, Geist, nein, sag das nicht. Sag, dass er leben wird. Wenn er stirbt, verringert das die Überbevölkerung. Das hast du doch mal gesagt. So habe ich das doch gar nicht gemeint. Denk's nächstes Mal dran, wenn du von Überbevölkerung sprichst. Niemand ist wertlos und hat es nicht verdient zu leben. Nicht einmal du. Schöne Weihnacht euch allen. Raffaele kam mit einem Tablett heißer Schokolade zurück und gab jedem eine. Schöne Weihnachten, Papa! Gott segne uns! Ja, Gott segne uns. Gott segne uns alle. Ich bin so froh, an Weihnachten bei meiner Familie sein zu dürfen. Ach, ich wünschte, ich hätte auch eine Familie. Ho, aber du hast doch eine, du Dummkopf. Und der Raum um Signore Diego veränderte sich. Hand mal, wo sind wir da? An dem Ort, wo sich dein einziger lebender Verwandter befindet. Mein Großneffe Federico. Und dann, Federico, hat der alte Sack am Raffaele gesagt, Weihnachten ist nur Geldmacherei und hat ihm gekündigt. Oh je. Und das hat der Diego wirklich gesagt? Ja, und dass Weihnachten nur ein Humbug ist. Nein, er ist Humbug, Brigella. Ich will weg da. Diego wollte sich schon abdrehen, da packte ihn der Geistermann am Arm und drehte ihn zurück. Pass gut auf, das wird dir gefallen. Hört auf. Ich weiss, er ist sicher ein Griesgram und bös. Aber er ist immer noch mein Großonkel. Und ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Was? Nicht mal was über seinen Geiz? Nein, sein ganzes Geld tut ihm nicht gut. Er tut mir leid, wirklich. Und zum Gedenken an meine Mutter lasse ich ihm jedes Jahr einen Brief zukommen. Es ist schwer zu glauben, aber sie hat ihn von ganzem Herzen geliebt. Aber weil ich dieses Jahr Angst habe, dass er mir etwas antut, wäre ich froh, wenn jemand von euch ihm den Brief zustecken könnte. Für alle die wissen möchten, von was Federico spricht, im Hörspiel Geschichte vom goldigen Nussknacker erfahrt ihr alles darüber. Überlass das mir, ich kümmere mich um den Brief. Wie sich meine Schwester und er ähnlich sind.
Und er hat ihres große Herz. Stimmt, das hat er. Hört auf mit dem Thema. Es wird Zeit für Geschenkli. Geschenkli? Ja, Geschenke! Du willst doch nicht sagen, du hast vergessen, Geschenke zu besorgen. Ich doch nicht. Nur einen Moment. Pantalone rannte durch Diego hindurch nach oben und kam mit einer Kiste zurück. So. Ah ja, für dich, Colombina, habe ich das hier. Oh, wie schön. Der Löffel, den ich heute Morgen in Ihrem Zimmer gefunden habe. Sehr aufmerksam, Signore. Und für dich, Tartaglia. Pantalone gab Tartaglia eine alte, verbrauchte Schreibfeder. Tartaglia wusste zwar genau, dass er diese Feder erst gerade entsorgt hatte, nahm sie aber trotzdem dankend an. Oh, für den Miguela haben wir auch etwas. Oh, Tschüssli, der sich jeden Tag das Gesicht waschen, kann ich sicher einen guten brauchen. Und das ist für dich, Arlecchino. Der Nachttopf? Arlecchino. Ich meine, danke vielmals. Arlecchino nahm den Topf angeekelt mit 2 Fingern entgegen und stellte diesen auf den Boden. Was ist mit mir und Onkel Doktor? Stimmt. Arlecchino, du hast doch gesagt, du hast was für die beiden. Kann ich das? Ja, stimmt. Arlecchino griff nach den nächstbesten 2 Gegenständen, die er gerade finden konnte, und übergab sie Dottore und Roswitha. Da bitte. Wow, eine Schneekugel. Toll. Das Buch, das mit Gold überzogen wurde. Was für ein fantastisches Geschenk, Pantalone. Wir? Was? Pantalone packte Arlecchino am Kragen und zerrte ihn weg. Was? Hast du dir dabei gedacht? Es ist doch Weihnachten. Schauen Sie mal, wie sich die beiden freuen. Gut. Aber dafür nehme ich den Nachttopf wieder zurück. Zum Glück. Ich habe schon gedacht, den muss ich jetzt behalten. Was für ein Haushalt! Geist? Was? Wieso wird jetzt alles so dunkel? Um Diego herum wurde die Welt pechschwarz. Und ein Geist in einem langen schwarzen Gewand, der dem Tod sehr ähnlich sah, stand plötzlich vor Diego. Diego war es Angst und Bange. Gar nicht richtig davon aus, dass du der Geist von der zukünftigen Weihnacht bist. Der Geist nickte nur und sprach kein Wort. Du willst also nicht mit mir reden. Du zeigst mir jetzt bestimmt Schatten von den Sachen, die noch nicht passiert sind. Der Geist nickte wieder und blieb weiterhin stumm. Diego, der es nun mit der Angst zu tun bekam, ging vor dem Geist auf die Knie. Geist von der Zukunft. Von dir habe ich am meisten Angst. Aber weil es dein Ziel ist, mir zu helfen, und ich jetzt ein besserer Mensch werden will, zeig mir, was sein wird. Der Geist hob die Arme in die Luft und die Umgebung veränderte sich um Diego herum. Das ist doch die Börse. Aber wo bin ich denn nun? Der Geist zeigte auf Signore Pantalone und Signore Dottore, die beide vor der Börse standen. Diego ging auf die beiden zu. Nein, ich weiss auch nur, dass er gestern gestorben ist. Nun, der Teufel holt die Seinen schließlich zu sich. Herren, sagen Sie mir bitte, wer von Ihren Kollegen verstorben ist. Es wird sicher eine billige Beerdigung, weil sowieso niemand hingeht. Also ich würde schon hingehen, wenn es Essen dabei rausspringt. Ciao, bis später. Bis später. Dottore und Pantalone verließen die Piazza. Diego wandte sich völlig verwirrt an den Geist. Geist, ich verstehe das alles nicht.
wärst gestorben. Bitte sag's mir. Und wieder veränderte sich die Umgebung und Diego fand sich in einem alten Zimmer wieder. Der Geist zeigte auf das große Bett, das mitten im Zimmer stand. Diego sah sich erschrocken um und ging auf das Bett zu. Auf dem Bett lag ein Körper, der mit einem Laken zugedeckt war. Diego zitterte, als er nach dem Tuch greifen wollte, um zu sehen, wer wohl darunter lag. In dem Moment öffnete sich die Tür. Hey, Tannenbaum! Ein alter Mann betrat das Zimmer und eine alte Frau stand gerade auf der anderen Seite des Bettes auf. Oh, schau, was ich gefunden habe. Silberlöffel. Ob er die wohl vermissen wird? Nee, die Tage, an denen er Tee umgerührt hat, sind vorüber. Wenn er gewollt hätte, dass man sich um seine Habseligkeiten kümmert, hätte er sich Freunde machen sollen, solange er noch lebte. Du sagst es, wahrere Worte wurden noch nie gesprochen. Die alte Frau blickte bei den Füßen des Körpers unter das Laken und erblickte die warmen Pantoffeln. Aha! Ohne zu zögern klaute sie dem Toten die Pantoffeln. Du willst sie doch wohl nicht mitnehmen, während er hier noch liegt. Warum nicht? Er wird sich schon keine Erkältung holen ohne sie. Und ohne seine Bettvorhänge wohl auch nicht. Geist, der Ort macht mir wirklich Angst. Aber ich verstehe schon, dass das Schicksal von dem unglücklichen Mann wird auch mir vielleicht widerfahren. Oder? Diego lief zu den Füßen des Toten und starrte auf dessen nackte Füße. Das ist unhaltbar für mich. Zeig mir ein bisschen Menschlichkeit im Angesicht vom Tod. Ich bitte dich, ich flehe dich an. Der Geist hob wieder die Arme, ein Nebel umhüllte Diego und er fand sich im Hause von Raffaeles Familie wieder, in der große Trauer herrschte. Raffaeles Familie? Die Kerze scheint so hell, dass sie meine Augen weh macht. Ich will nicht, dass euer Papa meine roten Augen sieht, wenn er heimkommt. Er wirklich da sein. Ja, er ist spät dran. Ich glaube, er geht ein bisschen langsamer als früher, Mama. Ich erinnere mich noch genau, wie er mit dem kleinen Amaro auf seiner Schulter so schnell gelaufen ist. Er war so leicht und so brav. Diegos Augen weiteten sich. Da ging die Türe auf und Raffaele kam herein. Entschuldigung für die Verspätung. Bist du dort gewesen, Raffaele? Ja, Liebling, ich wünschte, ihr hättet alle mitkommen können. Es hat euch sicher gefallen zu sehen, wie schön grün alles ist. Ich habe ihm versprochen, dass ich am Sonntag... Raffaele begann zu weinen und setzte sich erschöpft auf einen Stuhl am Tisch. Mein armer kleiner Bub. Papa! Alle Kinder versuchten Raffaele zu trösten. Diego brach in Entsetzen aus. Nein! 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 Geist, nein, nicht der kleine Amaro! Der Geist zeigte auf die Ecke im Kamin, wo ein leerer Stuhl und eine leere Krücke waren. Diego begann zu weinen. Geist, sag mir, kann die grausame Zukunft geändert werden? Bitte, bitte! Diego hielt sich die Augen zu. Als er die Augen wieder öffnete, fand er sich auf einem Friedhof wieder. Der Geist schwebte ihm voraus und wollte, dass Diego ihm folgte. Ist das der Ort, wo der erbärmliche alte Sack unter der Erde liegt? Der Geist zeigte auf ein Grab. Diego starrte auf das Grab, das etwas weiter weg war. Er ging langsam auf das Grab zu. Bevor ich nachher anschaue, beantwort mir bitte noch eine Frage. Sind das die Schatten von den Sachen, wie sie sein werden, oder nur wie sie sein könnten? Erklär mir das bitte, ja? Der Geist zeigte nur stumm wieder auf das Grab.
Jedes Leben hört irgendwie auf. Aber wenn man sein Leben ändert, dann muss sich aus Ende ändern, oder? Es muss so sein. Der Geist zeigte nur wieder stumm auf das Grab. Diego gab schließlich nach und ging auf das Grab zu. Als der Mond auf das Grab schien, konnte er es genau lesen. Signore Diego, il subdolo. Nein, der einsame Tote bin ich gsi. Oh nein, oh nein, oh nein. Diego sackte vor dem Grab zusammen. Löhnt mich nicht einsam sterben. Diego drehte sich dem Geiste zu. Geist, lass mir zu. Ich bin nicht mehr der, wo ich gsi bin. Ich habe mich geändert. Ich will Weihnachten respektieren und mein Herz das ganze Jahr über aufmachen. Ich werde von der Vergangenheit lernen, in der Gegenwart leben und auf die Zukunft hoffen. Nun klammerte sich Diego an den Geist. Ich werde die 3 Geister in meinem Herzen bewahren und mich immer an sie erinnern. Bitte, bitte, lieber Geist, lass mir zu. Der Geist zeigte nur stumm auf das Grab. Guter Geist, der Mann bin ich nicht mehr. Wieso zeigst du mir die Schatten, wenn ich schon jenseits von aller Vergebung bin? Bitte, lieber Geist, sag, dass ich die Zukunft ändern kann. Geist! Der Geist wandte sich nun ab und verschwand im Nebel und ließ Diego alleine am Grab zurück. Diego begann nun bitterlich zu weinen. Nein, lass. Als Diego die Augen öffnete, fand er sich in seinem Zimmer auf seinem Bett wieder. Und zu seinem Erstaunen war es Morgen geworden. Hä? Ich bin die Heime. Ich bin die Heime. Ich habe nochmal eine Chance bekommen. Der Himmel soll gelobt sein. Ich verspreche es, Vater. Ich werde an Weihnachten immer gut sein. Diego schaute unter das Bett. Ah, und meine Silberlöffel sind immer noch da. Meine Löffel. Die dunklen Schatten von den Sachen, die hätten sein können, sind weg. Ich weiß es genau. Diego rannte zu seinem Fenster, öffnete es und rief aus Leibeskräften: Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten für euch alle! Und ein glückliches neues Jahr für die ganze Welt! Diego erblickte den kleinen Jungen, dem er sonst immer Steine nachwarf. Hallo du, mein lieber Freund! Der Junge blickte sich erschrocken um und sah Signore Diego am Fenster stehen. Ja, du Bürstli! Der Junge erschrak und wollte sich gleich davon machen. Oh nein! Nein, bitte, lauf nicht weg! Hey, Was wollen Sie dann? kannst du den Geflügelladen die Strasse durchab? Ist es schneeweiß? Weisst, ob der grosse Truthahn, wo dort hängt, schon verkauft worden ist? Der, der so gross ist wie ich? Ja, genau der. Sag ihnen, sie sollen ihn da liefern und ich zahle dir eine Silberdukate dafür, mein Bub. Meinen Sie das ernst? Wenn du weniger als 5 Minuten brauchst, gebe ich dir 2. Yippie! Juhu! So, ich habe jetzt einiges zu erledigen. Und Diego begann buchstäblich einiges zu erledigen. Unter anderem auch legte er einen Brief für Federico bei Pantalone vor die Tür, indem er Federico, Pantalone, Dottore, Roswitha und die ganze Dienerschaft zu Raffaele nach Hause bat. Obwohl alle glaubten, dass es eine Falle sein könnte, beharrte Federico darauf, hingehen zu müssen. Raffaele und seine Familie saßen alle zusammen an dem Tisch,
auf denen nun ein prächtiger, riesiger Truthahn und reichlich Essen war. So, meine Lieben, ich weiss nicht, wer der edle Spender ist für das Festmahl, aber einen guten Appetit. Haut rein! Oh. Raffaele öffnete die Tür und Federico, Roswitha, Pantalone, Dottore und die ganze Dienerschaft standen vor der Tür. Frohe Weihnachten! Ja, frohe Weihnachten. Oh ja, frohe Weihnachten! Federico, Roswitha, Pantalone, alle zusammen, was macht ihr da? Wer sind denn all die Leute? Also, das ist Federico, der Grossness vom Signore Diego. Dürfen wir hereinkommen? Oh, ja, sicher, kommt doch rein. Wir haben die Nachricht bekommen, dass wir meinen Grossonkel da treffen sollen. Sehr dringend. Signore Diego, kommt da an? Was habe ich nur angestellt? Da klopfte es auch schon wieder an der Tür. Raffaele zögerte, öffnete dann aber doch die Tür. Diego stürmte herein. Raffaele! Signore Diego, Was machen Sie um die Tageszeit da? Hä? Sie haben mir doch gekündigt, Signore. Onkel, bitte! Mit euch rupfe ich nachher noch ein Huhn. Diego wandte sich wieder zu Raffaele. Ich will das nimmer länger dulden und mit anschauen. Und deswegen werde ich Nein, bitte nicht. dich wieder anstellen und das Gehalt verdoppeln. Eine Gehaltserhöhung? Diego nahm Raffaeles Hand und schüttelte diese. Fröhliche Weihnachten, Raffaele. Ja, mein Lieber, ein besseres Weihnachtsfest als all die Jahre je zuvor. Und ab jetzt zahle ich dir das, was du verdienst. Ja, wirklich, ich meine es so, wie ich es sage. Danke, ja. Raffaeles Frau fiel Raffaele in die Arme und alle waren fröhlich und guter Dinge. Auf den Spender von dem Fest, Signore Diego, il Subtolo. Diego ging zur Tür und winkte dem kleinen Jungen, der den Truthahn auch schon holen ging, herein. Dieser brachte einen Sack voll mit Geschenken für die Kinder mit. Auch ein Geiger und eine Sängerin kamen zur Tür herein und fingen an zu musizieren. Die Kinder fingen an, ihre Geschenke auszupacken. Alle Kino und die Dienerschaft stürzten sich aufs Essen. Pantalone und Dottore, die nicht ganz begriffen hatten, was gerade geschehen war, setzten sich einfach mal an den Tisch. Diego ging nun auf seinen Großneffen zu. Federico, mein Lieber, ich muss mich bei dir entschuldigen. Hast du genug von deiner Mutter in dir zum einen alten Geizhals vergeben? Ja. Die beiden umarmten sich und Diego ging weiter zum kleinen Amaro, der am Kamin seine Geschenke auspackte. Ein wunderschönes Buch mit tollen Geschichten. Gefällt's dir, Amaro? Oh ja, Signore. Vielen Dank. Wir werden dich schon irgendwie gesund bekommen, junger Mann. Und dann zeigst du mir, wie man auf dem Kanal Schlittschuh läuft. Ja? Ja, Signore, sehr gern. Gott segne uns. Gott segne uns alle. Und Diego wurde tatsächlich ein besserer Mensch. Naja, er blieb zwar immer ein Gauner, aber zumindest wussten alle, dass er an Weihnachten immer nett und freundlich sein würde. Amaro wurde wieder gesund und erlebte mit Signore Diego ein tolles Abenteuer. Doch das Ist ganz eine andere Geschichte. Fröhliche Weihnachten miteinander. Ende. Geschichte von der verzauberten Weihnacht von Linda Weidmann. Vielleicht hören wir uns ein anderes Mal wieder. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.